Merci vielmals, Muriel, fürs Lesen von diesen vertrauten Vers. Und vielleicht kommen Sie in diesen Tagen eben auch eine andere Bedeutung über. Die Geschichte, die wir hier ausgelesen haben, die ist mir schon lange auf dem Herz. Und ich hätte nie gedacht, dass das so passt, in dem Sinn, dass es so fast 1:1 zusammenpasst. Und ich möchte euch jetzt noch Bilder zeigen. Merci vielmals an die Technik für das Erste. Dass ihr wisst, die Geschichte von dieser Corrie ten Boom, gerade die Kinder, das ist ihre Familie, der Vater und die 4 Kinder, dass es die wirklich gegeben hat. Das ist die nächste Folie. Das ist Corrie ten Boom als junge Frau. Und das ist in Harlem, dort im Elternhaus. Unten sieht man den Uhrenladen. Das kann man also heute noch besuchen, weil das Haus hat man in Originalzustand zurückgebaut. Das ist das nächste. Genau, merci vielmals. Das ist Corrie ten Boom als alte Frau, die zeigt, in ihrem Schlafzimmer war ein ganz verwinkeltes Haus und das oberste oben hat sie ihr Schlafzimmer gehabt. Dann haben sie gedacht, dann muss die Gestapo möglichst weit trennen und dann haben sie mehr Zeit, die Juden zu verstecken. Und dann haben sie eine Kleiderschaft gehabt, wo hinten mit Gewicht die Wand aufgegangen ist. Dort durch haben sie können schleifen, sich verstecken und es hat also funktioniert. Sie haben ganz viele Leute können retten. Die Corrie ten Boom, das ist eine auch neben der Elisabeth von meinen Heldinnen. Und zwar eine Heldin aus meiner Kindheit und Jugendzeit, obwohl ich sie gar nie kennengelernt habe. Aber sie mit ihrer Geschichte hat mich ganz fest beeindruckt und auch geprägt. Vertrauen, trotz allem. Das hat sie gelebt und gelehrt. Und wenn in meinem Leben wichtige Entscheidungen angestanden sind, auch ethische, zum Beispiel Hebamme werden, was machen, ist sie mir ein Vorbild gewesen. Und sie ist mir auch ein Vorbild, dass entschiedene Nachfolge nicht vor Leid und Schmerz und Herausforderungen bewahrt. Im Gegenteil, dass man manchmal durch die Nachfolge erst recht in Schwierigkeiten und Herausforderungen kommt. Und was sie für mich auch ist, sie ist eine Heldin, die aber nie hat Heldin sein oder werden. Sie war Sonntagsschullehrerin, sie hat behinderte Kinder unterrichtet und hat gesagt, die sind genauso wertvoll wie alle anderen Leute auch. Sie wollte heiraten, sie ist hocken gelassen worden und hat sich dann entschieden, von diesem Schmerz lasse ich mich nicht beeinflussen. Dann hat Gott etwas anderes vor in meinem Leben. Aber sie hätte ja nie geahnt, dass es so in dem Sinn kommt. Sie hat kompromisslos Gott vertraut. Und sie hat die Fähigkeit gehabt, in allen Dingen wirklich dankbar zu sein. Und sie hat auch eine robuste Fröhlichkeit gehabt. Und so möchte ich auch sein. Und so möchte ich dich fragen, wer ist dein Vorbild? Nach wem orientierst du dich? Corrie und ihre Geschwister waren von ihren Eltern geprägt von der Kirche, wo sie gegangen sind. Es war die reformierte holländische Kirche, wo der Glaube ganz praktisch gelebt worden ist. Früher hat sie das Wort Gottes kennengelernt und hat dann auch später im Leben ist ihr ein Anliegen gewesen, das, was ihr Kraft und Halt gegeben hat, anderen Menschen weiterzugeben. Und es ist so weit gegangen, dass eben auch im KZ, am allerschlimmsten Ort dieser Welt, dass sie sich am Wort Gottes hat festhalten konnte und es hat sie bewahrt davor, durchzudrehen. Sie hat gewusst, geglaubt und erlebt, dass das, was die Muriel uns heute aus der Bibel vorgelesen hat, dass das wirklich wahr ist. Nichts, gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. An dem müssen wir uns einfach festhalten. Und ich glaube, das ist ja das, was für uns in diesen Tagen so wichtig ist. Sie ist zu einer echten Überwinderin geworden. Nicht mit Gewalt und Hass, sondern mit Liebe. Nicht von sich selber, sondern von ihrem Herrn. Und wie wir im Theater gehört haben, hat sie auch ganz persönlich ihrem Peiniger vergeben.
Sie hat nicht vergeben, weil sie selber so mutig war oder so. Es hat sie furchtbar viel gekostet. Es hat sie auch hier im KZ, das hat sie später gesagt, so viel gekostet, nicht aggressiv und voller Hass zu sein. Aber sie hat vergeben, weil der Jesus in ihrem Herz gelebt hat. Und sie hat sich auch Sorgen machen und kümmern, nachher dann um die Opfer und um die Täter. Und daran war besonders ihre Schwester Betsy beteiligt. Sie hat Corrie ermutigt, sich nicht vom Bösen übermannen zu lassen, dass das Böse stärker ist. Corrie hat später gesagt, sie hatte so einen abgrundtiefen Hass gehabt, aber sie hat gewusst, nein, das ist nicht der Weg. Weil Betsy hat ihr immer gesagt, mir tut der Mann, der uns verraten hat, der tut mir so leid. Mir tun die Leute leid, die in diesem KZ arbeiten, die abgerichtet worden sind, Böses, abgrundtief Böses zu tun. Corrie musste üben, sie hat es nicht einfach können. Und musste darum beten, dass sie die Haltung auch annehmen kann. Auch in den allerschlimmsten Umständen hat sie gemerkt, es lebt sich besser. Es lebt sich besser und tröstet, wenn man ein reines Herz vor Gott hat. Da hat sie übernatürlichen, göttlichen Frieden erleben, der unabhängig war von den Umständen. Das ist das, was wir im Wort Gottes als Zusage lesen. Weil ihr ist klar geworden, Hass ist in den Augen von Gott Mord. Und so hat sie angefangen zu beten. Herr, ich allein kann es nicht. Ich kann nicht. Aber bitte, verwandle du meinen Hass in Liebe. Und Gott hat das einfache Gebet erhört. Sie hat nach dem Krieg der ganzen Welt erzählen, was sie erlebt hat. Und ein Haufen Leute haben zugelassen und ein Haufen Leute haben auch gesagt, muss dann die immer von dem Jesus schwafeln? Aber ja, sie hat müssen, weil er ist der war, der das überhaupt möglich gemacht hat. So ist sie zu einer lebendigen Zeugin geworden, dass Gottes Wort wirklich lebt. Sie hat nicht nur Hingabe predigt, Vergebung und Dankbarkeit, nein, sie hat es mit aller Konsequenz gelebt. Sie sagt oder hat gesagt, dass die Liebe Gottes stärker ist als die tiefste Finsternis. Keine Grube so tief ist, dass Gottes Liebe sie nicht könnte erreichen. Und das wollen wir auch jetzt hochhalten. Sie war aber keine Heilige ohne Fehler. Das ist nur Jesus. Ihre Assistentin hat über sie gesagt, sie hätte sich von keiner von ihren begangenen Sünden aufhalten, bremsen. Nein, das hat sie nicht gemacht. Sie hätte schnell bekannt und um Vergebung gebeten und sich dann neu Gott zugewendet und der Heilige Geist bittet, er möge ihr Herz neu erfüllen. In allem, aber wirklich in allem hat sie gelernt, zu beten und sich dem Herrn anzuvertrauen. Und was sie auch noch gemacht hat, sie hat alle Wenn-Fragen abgegeben. Wenn ich hier anders entschieden hätte, wenn der nicht das da hätte, wenn die Situation anders gewesen wäre, dann. Alle diese Wenn-Fragen hat sie auf die Seite getan und sie hätte sich ganz fest in Gottes Hand gegeben und hätte dort Ruhe und Frieden gefunden. Das Kreuz und Vergebung durch Jesus, das war ihr zentrales Anliegen. Und glaubt mir, nie hätte ich gedacht, dass die aktuellen Zeitereignisse dieser Geschichte so nahe kommen. Der Anfang, so wie es Muriel geschrieben hat. Was hörst du? Was kommt? Der Krieg ist auch bei uns angekommen. Und ich musste mir sagen, wenn Gott uns das so aufs Herz gelegt hat, wenn er das so geplant hat, dann glaube ich auch, dann muss uns das etwas sagen. Dann muss uns die Geschichte
und die Erinnerung daran, dass nur aus der Vergebung und aus der Liebe Gottes wir leben können, dann muss uns das auch als Chor etwas ganz Wichtiges sagen. Und so will ich mir nochmal ein Vorbild nehmen an dem, was sie da hat. Sie hat einfach da, was Gott ihr vor die Füße gelegt hat. Sie hat ihr Leben selbstlos für die anderen eingesetzt. Und sie hat ihre ethischen oder moralischen Prinzipien und Ansprüche, die hat sie in der Bibel gefunden, nicht in sich selber oder in dem, was in der Zeitung gestanden ist oder was man sollte tun. Und da hat sie ein Vorbild gehabt in ihrem Vater. Am Anfang hat in Holland niemand gemerkt, dass die Juden so verfolgt werden. Aber er hat eine besondere Liebe gehabt für das Volk. Er hat gesagt, ihr Gott ist doch auch mein Gott. Der Gott, der Dreieinige, er ist der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Und das ist mein, das ist unser Gott. Und er ist angestanden, da wo man die gelben Sterne hat müssen fassen, wenn man jüdisch bis in 4 Generationen zurück war. Und er hat gesagt, wenn wir alle so einen Stern tragen, dann merkt niemand, wer das jetzt da wirklich jüdisch oder nicht. Und von dem war sie so geprägt, dass sie parat war. Die Familie, die hat sie den Krieg wahrscheinlich relativ unbeschadet überstanden, wenn sie sich nicht für das Gute, für Gott, für das, was er ihnen aufs Herz gelegt hat, eingesetzt hat. Sie hatten innere Konflikte gehabt, aber sie haben es gewusst, doch, es ist der richtige Weg. Und so möchte ich auch uns aufrufen. Es kann etwas kosten, es kann alles kosten, wenn wir unseren Glauben konsequent durchziehen. Aber es lohnt sich. Und so bitte ich auch, dass wir auch da dranbleiben, zum Letzten, dass wir nicht nur für eine Seite beten oder Partei ergreifen. Lasst uns für alle Menschen beten, für beide Seiten jetzt auch in diesem Konflikt. Stellt euch vor, wie das für die russischen Männer muss sein, die richtig ihre Familie marschieren. Ganz viele Ukrainer haben russische Verwandte. Stellt euch vor, wie das muss sein. Und so beten wir miteinander für all die Menschen, dass Gottes Liebe der abgrundtiefe Graben, der da aufgerissen worden ist, kann verbinden und zuschütten. Gott möchte dich und mich dazu brauchen. Bist du bereit, Gott alles zu geben und zu tun, was er dich heißt? Dann sag ihm das in einem ganz einfachen Gebet. Der Herr segne uns und helfe uns durch seinen Heiligen Geist. Amen. Und du dürftest mir noch die letzte Folie zeigen, Patty, merci vielmals. Das hat Corrie ten Boom auch gesagt. Und das ist das, was ich auch fühle. Wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn wir jetzt die Nachrichten lesen oder hören, eben wenn wir an all die vergessenen Konflikte denken, vergessen wir die Leute nicht. Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Ich bin manchmal so traurig und fühle mich so ohnmächtig dieser Not gegenüber. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen.